aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falschen Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten, und funden keines. Stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Aber Jesum schwieg stille.
mich falsche Zungen stechen, falsche Zungen stechen. Leid ich wieder meine Schuld, leid ich wieder meine Schuld. Schimpf und Spott, leid ich Schimpf und Spott. So mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld so mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Falsche Zungen stechen, Geduld, Geduld, Geduld. Der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest's, doch sage ich euch, geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und komme in den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:
was du sagest. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermal und schwor dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Wahrlich, du bist doch einer von denen, die deine Sprache verrät dich. Da hub er an, sich zu verfluchten und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald kräht er dir an. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: der Herrn krähen wird, wirst du nicht
Evangelium, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn und überantworteten ihn den Landlieger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte wieder die 30 Silberlinge den hohen Priester und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: And what is that to us? What is that to us? For it was thy will, und warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es darf nicht, dass wir sie nicht aus dem Gottes Lasten liegen, denn es ist Blutgeld.
Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüden König? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesu, von dem gesaget wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihm aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sie bald zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht so schon für die Bösen gerechnet? Ich habe heute viel gelitten im Traum von seinetwegen. Aber der Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie Barabbas bitten sollten und Jesu brächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle:
weiter noch mehr und sprachen: Pilatus sah, dass nichts schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Aber Jesum ließ geißeln und überantwortete ihn, dass gekreuzigt würde. Nahmen die Kriegsknechte des Landfliegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seiner rechte Hand und beugeten die Knie vor ihn und spotteten ihn und sprachen: und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.
taten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass ihn sein Kreuz trug. Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, je mir es unserer Seele gut, je Herr gibt es Heil. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelschät, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Kalm vermischet. Und da es schmeckte, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen alle da und hüteten sein. Und oben zu seinen Halten hefteten sie das Ursache seines Todes beschrieben, nämlich dieses Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden 10 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Thou wouldest strike the tempest, Golgotha, spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Sieg auf Sieg auf Feind, Sieg auf Feind, Sieg auf Feind, if we will desgleichen schmähte ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren.
Maria
sie das hörten, sprachen sie: Und dort lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ich auf ein Rad und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. Aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschranken sie sehr und sprachen: Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Am Abend als stille war Adams Fallen offenbar. Am Abend rücket in der Heiland nieder. Am Abend kam die Taube
lasse dir den Toten Jesu nicht schenken. O heilsam Mess, o köstlich Ungedenken. Seine süße Ruhe haben, denn soll nunmehr in mir führen seine süße Ruhe haben, seine süße Ruhe haben. Lass Jesu mein,
ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigen neu Grab, welches hatte, las ihn in einen Felsen und wälzte einen großen Stein vor der Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Sie gingen hin und bewahrten das Grab mit Hüten und versiegelten